Ja, grüß euch benannt und einen sakrisch guten. Jetzt Kasperl. Leute. Es ist, jetzt gerade schon wieder Hassler kriegen können. Ich klicke immer so einmal mitten ins Video rein, wegen der Lautstärke, und er ist hier so leise. Ich hab jetzt, normalerweise ist er zu laut, deswegen muss ich das Desktop-Audio ein paar Dezibel runterstellen. Jetzt ist er so leise, mich ansatzweise hier irgendwas aufgenommen, muss ich alles auf Maximum drehen und die dB nochmal um 3 hochschrauben. Jetzt geht's abhängen. Er ist wahrscheinlich immer noch leise, aber muss jetzt so funktionieren. Ja, was ist los? Ein Vlog hat er ins Internet gepimmelt, weil er ja einen Streik gekriegt hat auf seinem Account. Und das finde ich sehr schön. Ganz ehrlich, er wird hier, gegen ihn wird ermittelt wegen seinem Pornoblog und wegen dem ganzen anderen Scheiß. Und er kommt in seiner gnadenlosen Inkompetenz nicht auf die Idee, oh, Moment einmal. Ich habe ja dann nur diese Lustlord-Geschichten auf meinem Kanal. Vielleicht sollte ich die vorsichtshalber mal runternehmen, weil ja gerade wegen sowas gegen mich ermittelt wird. So, das ist vielleicht jetzt nicht so schlau. Nein, Rainer lässt das oben. Und da könnt ihr noch 1-2 Klicks geben, kriegt er nochmal 0,3 Cent. Und kassiert einen Strike. Klasse. Ja, deswegen ist jetzt wieder Vlog-Time. Mit seinem Poser-Ding von seinem T-Shirt. Der hier. Ja. Nee. Fühle ich nicht. Egal. Vlog Nummer 138. Wir wissen, alle Zahlen bedeuten bei ihm überhaupt nichts. Der würfelt die aus, welcher Vlog das ist. Das ist. Wir waren schon mal bei 145 oder so. Ich weiß nicht. Er hat auch schon 3-mal wieder bei 0 angefangen. Ihr kennt es, ihr wisst es, ihr wisst Bescheid. Gut. Wie heißt die Scheiße? Das heißt einfach bloß Vlog Nummer 138. Wir schauen die ganze Scheiße beim Spiegelort an. Das verlinke ich euch unten. Wenn ihr mein saublödes Gelaber nicht hören wollt. Einmal tief durchatmen. Und dann würde ich sagen, gehen wir einer in Rainer. Metal Leute, Servus und ein herzliches Ihr wisst, was ich sagen will. Denkt es euch, ich bin's müde, ganz ehrlich. Willkommen beim Drachen. Merkt ihr das? Oh, wunderschönes Bild. Schlaganfall, Rainer. Merkt ihr das eigentlich? Er flüstert schon wieder in jedem Ding. Der sieht ja irgendwo, wo er eigentlich nicht aufnehmen darf. Er muss aber aufnehmen, ja, weil sonst gibt keine Barne. Und deswegen flüstert er jetzt wieder. Entweder das war ja heftigste Paranoia, die kickt. Ja, blöd muss man sein. Ja, heute, was gibt's? Man sieht im Hintergrund, ich muss die Hand rechts ein bisschen weiter rüber machen. Man sieht im Hintergrund schon, um was es geht. Könnt ihr auch so machen? Nee, kannst du nicht. Lass es bleiben, Rainer. Ich muss hier rechts immer ein bisschen weiter rüber gehen, weil hier ist die Kamera schon zu Ende. Nein, da ist das Bild zu Ende. Die Kamera ist wo ganz woanders zu Ende. So ungefähr einen halben Meter vor deinem kreisligen Bims. Ja, also es geht heute um den Vlog. Da muss ich auch mir mal überlegen, Ja, Rainer! wie ich das rauskriege. Ja, mach das raus. Löschung einleiten. Alter, dieses brunstdumme Gegrinse. Er macht mich jetzt schon wieder wütend. Es geht heute um, wie ihr da sehen könnt, ich kann auch so und das muss ich auch. Komm zu Potte, du Depp. Es geht heute um den Stream. Nein, nur um Vlog, du. Quatsch, es geht heute um den Vlog. Der macht da schon wieder irgendwas. Der daddelt oder wongelt sich in der Hosen umeinander oder irgend so einen Schmarrn. Rainer, das ist sein Beruf, das betonst du ja immer. Vielleicht dich einmal auf die Scheiße konzentrieren, die du da gerade tust. War das eine Sache?
Einige fragen sich wahrscheinlich wieder, warum macht nicht Hater-Stimme abstempeln. auf dem Vlog-Kanal was? Da Ja, da ist ewig nichts mehr gekommen. kommt doch sowieso nie was mehr raus. Wir machen auf dem Vlog-Kanal deswegen weiter. Weil dein Account, dein Main-Account gestrikt wurde. Weil du ein wenig dumm bist. Weil ich aktuell auf dem Hauptkanal nichts machen kann. Denn ich habe mal wieder einen Strike bekommen von den Hatern. Das ist momentan noch ein Du hast den Strike von YouTube gekriegt. Rainer, die Hater, wenn dich striken könnten, wenn wir diese Macht hätten, gäbe es deinen Kanal schon lange nicht mehr. Den Strike hast du von YouTube bekommen, weil jemand wohl zu Recht YouTube darauf hingewiesen hat, dass du in einem deiner komischen Pimmel-Videos da fragwürdige Inhalte verpimmelt hast. Arbeit, bla. Muss ich jetzt mal dran schauen, was ich jetzt da umsetze, wie ich das jetzt mache. Ja, müssen wir schauen, wissen wir noch nicht. Ja. Aber das sollte kein Problem darstellen, kriege ich wie üblich weg. Das ist ja das gleiche wie immer. Ja, ist leider so. Winklerglück regelt. Und ganz ehrlich, der Mann wächst über sich hinaus. In der Breite. Der wächst über sich hinaus, wenn es darum geht, ob ihm der YouTube-Account genommen wird. Mit Händ und Fiers wehrt er sich dagegen. Da wird er zum Arbeitstier. Die Motivation schießt ihm aus jeder seiner verfetteten Poren. Weil er genau weiß, an dem Tag, an dem dieser YouTube-Kanal beim Deivel ist, kann der zum Jobcenter gehen und sagen, hier einmal Harz, aber 4 bitte. Aber ich kann jetzt eine Woche lang nicht streamen, außer der Strike wird vorher wieder das nur nicht erklärt. So. Aber auf dem Vlog-Kanal geht es natürlich trotzdem. Und ich habe mir auch überlegt, da ich... Finde ich auch eine Schweinerei. Ich hätte gedacht, dass wenn man einen Strike und eine Upload-Sperre auf einem seiner Kanäle hat, dass man dann beim anderen Kanal auch nichts machen oder hochladen darf. Das war zumindest meine Info mal. Kann ja sein, dass ich jetzt hier einfach wilden Scheißdreck verbreite. Macht mich dann da bitte drauf aufmerksam. Aber ich find's lächerlich, dass er sagt hier, ja, Hauptkanal hat gestreikt, dann mache ich halt am Vlog-Kanal weiter. Den ich im Übrigen schon gar nicht mal auf dem Schirm hatte. Ich habe schon echt vergessen, dass es diesen scheiß Vlog-Kanal überhaupt gibt. Weil da kam ja seit Monaten nichts mehr. Da hat er vielleicht, glaube ich, noch, also ich schaue immer nur beim Spiegel oder beim Influencer, der kein Mensch mehr ist. Da kam ja ewig nichts mehr. Ich glaube, die letzten waren dann noch aus dem Ranger, die Videos. Na egal, ich laber schon wieder zu viel. Let's go. wieder ein bisschen mehr machen möchte und ein bisschen mehr Videos machen möchte. Ankündigungslos, Qualitätsoffensive. Ja, ihr auf dem Vlog-Kanal müssen jetzt wieder mehr Vlogs machen. Wollt ihr ja alle wissen, wenn es bei mir nichts zu sagen gibt. Ich habe übrigens ein bisschen leiser gemacht, nicht wundern. Ich habe hier an der Seite so ein... Alter, wie ein absolut Kernbehinderter sitzt. Ich habe den Knopf an meinem Headset. Das ist cool. Da kann ich lauter und leiser machen. Alter, fast jedes Headset hat sowas heutzutage, Rainer. Das ist nichts Besonderes. Nicht drehen. Aber jetzt lauter und leiser. Ja, toll, Rainer. Schön. Wir haben Spielzeug. So. Genau. Also im Prinzip ist es so. Ich habe vor, wieder regelmäßig Vlogs zu machen. Ich sage aber gleich dazu. Ja, aber ich kann wahrscheinlich nicht, weil wegen die Haters. Weil es momentan schwierig. Weil ich kann ja nirgends hin. Systematische Zerstörung meiner Person. Ja, die ganzen Ausreden. Selbe Schallplatte. So, dass die relativ langweilig werden. Na, die waren schon immer relativ sehr langweilig. Du hast dich da hingesetzt und hast erzählt, ja, heute mal wieder hier Vlog, Nummer Würfel, 173.000. Ja? Und eigentlich habe ich gar nichts zu sagen. Ist gar nichts passiert. Ich bin geschlafen, etc. Und dann wichsen, etc. Und jetzt bin ich hier. Wahrscheinlich sogar noch langweiliger als früher, denn ich bin im Moment Das ist schwer möglich, Rainer. Es ist wirklich schwer möglich. noch gebundener als früher. Bundener. Ich habe das Haus
Dann habe ich es raus. Oida, oida. Hätte er sich jetzt da fast geleakt? War das so ein Ding? Ich habe das Haus, ich sollte vielleicht nicht das Wort Haus erwähnen. Oder erzähl jetzt von der Schanze, die er verkauft hat. Das Zimmer verlassen. Von einem Monat ungefähr. Ich bin im Moment noch eingesperrter als je zuvor. Jetzt habe ich natürlich das. Erinnert ihr euch noch an unbesiegte Rainer in Fort Blue? Ja, wo er von der Schanze weggemettelt ist? Bin ich endlich frei. Und ihr Haters, die finden mich nie. Und jetzt, ich war die letzten Jahre eingesperrt und jetzt geht's mir so gut. Ich fühle mich so frei. Ich kann endlich mit meinem Leben leben, ne? Da 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 da. Ist richtig gut gealtert. Das Problem, dass mir auch meine Rechner und meine PC-Sachen weggenommen wurden, weswegen ich noch weitere Probleme habe und so weiter. Alles im Moment ein bisschen schwierig. Ja, schwierig. Und jetzt ist es so, dass ich mir überlegt habe, ich mache wieder regelmäßig Vlogs. Rainer, das hast du dir nicht überlegt. Es ist deine einzige Option, die du gerade noch hast. Rainer, dein komplettes Equipment ist weg. Ja, du machst hier so mit Ersatzequipment, was du schnell irgendwo zusammenkraft hast. Du kannst nichts machen. Dein Hauptaccount ist gesperrt. Aktuell. Du hast nur diese Option. Du hast es dir nicht gedacht, boah, eigentlich wäre das mal eine saukoole Idee. Hier auf dem Vlog-Kanal mal wieder was zu machen. Der liegt ja brach. Da bin ich richtig motiviert, das machen wir. Nee, Rainer. So ein Ding war das nicht. Aber in diesen Vlogs kann ich nicht viel machen, weil es gibt eigentlich nichts zu machen. Ich kann nicht über irgendwelche Ausflüge berichten, weil ich habe keinen Führerschein mehr. Und wir alle wissen, Ausflüge kann man nur machen, wenn man einen Führerschein hat. Also darfst praktisch nicht einmal vor die Haustür gehen ohne Führerschein. Da kommst gleich in den Knast. Für die Leute, die nur den Vlog-Kanal verfolgen, mal kurz Zusammenfassung der letzten. Rainer, es gibt niemanden, der nur den Vlog-Kanal verfolgt. Rainer, es gibt original niemanden, der diesen Vlog-Kanal verfolgt. Also klar, er hat da Abos und sowas, aber es ist jetzt nicht so, dass irgendwelche Leute zufällig sagen, hier Drachenvlog, hört sich interessant an, da klicke ich mal drauf und wissen überhaupt nichts von ihm oder das einem richtigen Account. Das sind 1-2 Gehirnamputierte dabei, du selbst mit deinem anderen Account wahrscheinlich und der Rest sind Hater, die auf Matt warten. Letzten Monate. Vor Gericht wurde ich ja freigesprochen. Nein, Rainer! Du bist verurteilt worden zu einem Jahr Freiheitsstrafe auf Bewährung. Das ist genau in seinem Spatzenhirn, er ist aus diesem scheiß Gerichtssaal rausgewongelt, ohne in den Knast zu müssen, ist gleich, die haben mich freigesprochen. Nein, Rainer, haben sie nicht. Die haben dich verurteilt. Unverschämterweise wieder zu einer Bewährungsstrafe. Aber du bist trotzdem ein verurteilter Straftäter. Dann bin ich mit meiner Verlobten durchs Land Gesichtskirmes gefahren, habe mir ein paar Sachen angeschaut, wir haben uns ein paar Sachen angeschaut und so weiter und so fort. Ja, habe mir ein paar Sachen, also war mir eine falsche Verspreche. So. Ich bin mit der rumgefahren, ich habe mir ein paar Sachen angeschaut, die war halt dabei. So. Ich habe ihn ein bisschen vor die Kamera gehalten, um Hatern zu zeigen, dass es sie tatsächlich gibt. Wurden von Hatern verfolgt und gejagt. Niemand hat dich gejagt, Rainer. Man hat dich halt nur gefunden, weil du das auffälligste Drecksauto auf der ganzen Welt gefahren hast. Das Übliche eben. Und am Ende war es dann so, dass ich meinen Führerschein abgeben musste. Weil du zu hageldumm warst, dich darum zu kümmern, eine MPU zu machen. Ich musste den Führerschein deswegen abgeben, weil Hör auf zu daddeln im Hintergrund, du. Verkehrsbehörde einem den Führerschein aberkennen kann, beziehungsweise eine MPU anfordern kann, wenn man den Verdacht erregt, dass man besonders
aggressiv ist. Wie man da bei dir nur drauf kommen könnte. Rainer, du hast versucht, mit diesem Ranger Menschen zu überfahren. Ich wiederhole das nochmal, für den Fall, dass es in deinem vollkommen verblödeten Dummdödel-Kürbis nicht angekommen ist. Du hast versucht, mit einem 2 Tonnen Pickup Menschen zu überfahren. Und du wunderst dich, warum sie dir einen Lappen zwickt haben? Damit willst du mich eigentlich komplett verarschen. Schaut sich dieses brunzblöde Gfries an. Es hat dann was mit dem Straßenverkehr oder mit meinem Verhalten im Straßenverkehr zu tun gehabt. Wahrscheinlich aber auch. Aber es hat was damit zu tun gehabt, dass du nicht freigesprochen wurdest, wie du gesagt hast, sondern dass du wegen gefährlicher Körperverletzung bereits verurteilt warst. Und dass du ein psychologisches Gutachten anfordern hast lassen, hier als Get Out of Jail Karte, das besagt hat, dass du ein Narzisst bist mit einer Impulskontrollstörung. Und deswegen permanent im Ausrasten bist. Und dann hat sich hier die Behörde gedacht, ist vielleicht nicht so schlau, wenn der Mann Auto fährt. Und haben denen gesagt, Herr Wingel, wir haben hier eine Scheißene vorliegen. Sie müssen eine MPU machen, um uns zu beweisen, dass man ihnen ein Fahrzeug anvertrauen kann, ohne dass Katastrophen passieren. Und dann hast du gesagt, das interessiert mich nicht, Edzardler, Problem vom Zukunftsrainer. Und dann hast du das ignoriert. Und dann haben die gesagt, Herr Wingel, Sie haben nicht dergleichen getan, Ihr Führerschein ist ab heute null und nichtig, wie du sagen würdest. Besickt, ja, würde ich sagen. Selber, du, dich. Dass ich meinen Führerschein abgeben musste. Das Geile ist, mit der MPU, das gab einige Schwierigkeiten. Das hat eigentlich geheißen, ich kann bis nach der Verhandlung warten. Dann hat es aber geheißen, es geht nicht bis nach der Verhandlung. Rainer, keine Behörde auf dieser Welt, die dir so eine Scheiße schickt, sagt, ja, da kannst du bis nach der Verhandlung warten. Die haben bürokratisch vorgegebene Deadlines. Ja, von da, wo sie das Ding rausschicken, gibt es einen gewissen Zeitrahmen und bis dahin muss diese MPU da sein. Und dieser Zeitrahmen ist bei jedem, dem sie so einen Brief schicken, der gleiche. Ja, ich nehme mal an, dass es wahrscheinlich irgendwie ein halbes Jahr oder sowas war. Dass die gesagt haben, sorry, die Haterkatzen sind gerade schon wieder am Eskalieren. Ich nehme mal stark an, dass das ein halbes Jahr oder sowas war, dass die gesagt haben, hier, Herr Wongel, Sie haben jetzt ein halbes Jahr Zeit, bis dahin legen Sie uns eine bestandene MPU vor, ansonsten zwicken wir Ihnen diesen Lappen. Ja, und dann brumm, brumm, no more. Ja? Und er hat das ignoriert und hat dann sich gewundert, so, ja, die haben doch gesagt, jetzt hat gleich kommen bis nach der Verhandlung. Nein, das hat er sich eingebildet. Alter, der Typ ist so... Das wurde mir aber nicht mitgeteilt, da gab es einige Kommunikationsschwierigkeiten und zu leiden darunter habe nun mal wieder ich. Rainer, die Kommunikationsschwierigkeiten, die gab es von deiner Seite. Die haben gesagt, Herr Wingel, bis zum so und so vielten liegt die MPU bei uns, ansonsten Lappen weg. Und du hast gesagt, die meinen sicher bis nach der Verhandlung. Die MPU zu machen wäre für mich kein Problem gewesen. Ja. Rainer, da sind schon Schlauere durchgefallen wie du. Ich hatte vor, die zu machen, ich hätte die auch umgesetzt und alles. Es war aber alles geplant erst nach der Verhandlung und dementsprechend habe ich meine Plan. Warum, Rainer? Warum plant man sowas auf nach der Verhandlung? Wenn mir diese Behörde diesen Brief schicken würde und sagen, hier, Herr Kasper, Sie müssen Ihnen eine MPU vorlegen, ansonsten Lappen weg, dann rufe ich hier da an und sage, hier, wann kann ich kommen zur MPU? Haben Sie morgen Zeit? Und ich mache die Scheiße so schnell wie möglich. Weil man sich um sowas kümmern muss als erwachsener Mensch. Planung gesetzt und dann hat es aber nicht funktioniert. Dann wurde gesagt, dass die Person, die das Gutachten machen will, also der Psychologe, den ich da beauftragen wollte für das Gutachten, dann hat es geheißen, obwohl es vorher abgesegnet war und gesagt hatte, das funktioniert, hat es dann geheißen, dass er die MPU nicht machen darf, warum auch immer.
Rainer, die haben spezielle Leute, die diese MPUs abnehmen. Die darauf geschult sind, diese MPUs abzunehmen. Du kannst nicht zu irgendeinem Hinterhofpsychologen gehen, dem sagen, du, ich gebe dir einen Tausender extra dafür, dass du mich durch die MPU durchlässt und dann schicken wir diesen Wisch dahin und lecke Arsch. So funktioniert die Welt nicht. Im Großen und Ganzen heißt es letzten Endes, ich habe einen Frischen abgeben müssen, weil mal du Hageldom bist. wieder gesagt wurde, dass ich irgendwas nicht gemacht hätte, obwohl ich eigentlich alles in Bewegung gesetzt habe, damit es funktioniert. Aber das hat dann letzten Endes nicht funktioniert, weil mir mal wieder falsche Informationen mitgeteilt wurden. Nein, Rainer, nein. Nein, das ist geradeaus gelogen. Wie es so oft in den letzten Jahren der Fall war. Die Leute da bei der Behörde, das sind alles Hater. Die haben da extra angerufen, sagen sie, hier Wongel, du kannst den, freilich, nimm dir so viel Zeit, wie du willst für die NPU. Und dann ist die Deadline verstrichen und Ella Bitch. Das sind alles Hater. Die sitzen hier so in der Hater-Hauptzentrale. Die sitzen zwei Etagen über mir und lachen sich ins Fäustchen. Am Ende ist es jetzt so, dass ich dann mein Auto verkauft habe. Kurzerhand, weil es ging ja nicht anders. Vorher hast du es noch ein bisschen zu Schrott gefahren. Und mich versteckt habe. Man muss es wirklich so sagen, weil es kann man echt nicht anders behaupten. Es ist wirklich eine erbärmliche Existenz, ist richtig. Du versteckst dich bei anderen Leuten im Keller vor den Geistern, die du riefst. Es wurde in den letzten Monaten Ui, da diese Gesichtskirmes. Und danach wieder das Schlaganfall-Opfergesicht. Man will ihn doch einfach nur, hier. Ihr wisst Bescheid. Ein Gesichtsblattler. Tanzen. Ein Watschenbaum. Umsäbeln. wiederholt behauptet, ich sei da und da, dabei stimmte das null. Mit meiner Verlobten. Das stimmte schon. Das hat mir da gerade am Gesicht abgelesen, dass die Leute da sich ziemlich sicher waren und dass sie auch richtig lagen, wo du da warst. Ist Schluss. Teils wegen privaten Problemen, teils wegen den Hatern. Nee, nicht wegen den Hatern. Mit der ist Schluss, weil die dich als hier Karrieresprungbrett nehmen wollte und den Code-Midas-Effekt unterschätzt hat und niemals mit dir zusammen sein wollte. Deswegen ist da Schluss. Und weil sie diesen komischen anderen Kasper, bei dem ihr im Keller gepennt hat, wahrscheinlich gebomst hat, während du da drunten gesessen bist und Däumchen gedreht hast. Teils wegen meiner Sache mit dem Führerschein und. Und im Moment ist es jetzt aber so, dass es halt alles nicht so funktioniert hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Rainer, hattest du das je? Ganz ehrlich, hast du in deinem komplett verpfuschten Leben irgendwann einmal eine Entscheidung getroffen und gesagt, ja, so und so machen wir das. Das ist herzlich gut, das wird schon funktionieren. Und es hat dann tatsächlich funktioniert. Ist es irgendwann einmal passiert? Ich bezweifle es sehr stark, Rainer. Ich bezweifle es sehr stark. Hey, der Katze. Was ist los? Es ist schwierig, sein Leben auf die Reihe zu kriegen, wenn eigentlich alle und jeder versucht, dagegen was zu machen. Du kannst dich auch einfach löschen und dann leben, auf die Reihe kriegen, Hartz IV beantragen. Der Witz ist, ich wurde vom Gericht ja freigesprochen, bis auf einen. Wenn der noch einmal sagt, dass er freigesprochen wurde, dann rastet hier irgendjemand aus. Fall. Also es gab 5 Fälle wegen gefährlicher Körperverletzung. Ich wurde in 4 von 5 Fällen freigesprochen. Und der 4. wurde gnädig bewertet. Zu gnädig. Und dann bist du aber noch wegen den Beleidigungsgeschichten gegen die Polizei gnädig bewertet worden. Ich habe jetzt 2 Jahre Bewährung, was ungewöhnlich an sich ist. Was noch Das ist richtig, sehr ungewöhnlich. Eigentlich hättest du einfahren müssen. Das war euer Knast. Das wäre es gewesen. noch ungewöhnlicher ist, dass ich 2 Jahre auf Bewährung gekriegt habe, obwohl ich 2 Jahre auf Bewährung hatte zu dem Zeitpunkt, als die Vorfälle waren.
Kurz gesagt, meine 2 Jahre Bewährung fallen jetzt wieder in die Situation, dass ich wieder auf Bewährung bin und deswegen entsprechend aufpassen muss. Das hat auch richtig gut funktioniert mit dem Aufpassen, Rainer. Richtig gut. Ja, ich bin auf Bewährung, muss aufpassen und provoziere erst einmal Razzia bei mir, wo sie meinen kompletten Computerstissel da einkassieren. Gut hast du das gemacht, Rainer. Das hat aber die MPU bzw. die Führerscheinstelle nicht interessiert. Und hat trotzdem geheißen, ich muss die MPU machen. Und das Problem ist, jetzt muss ich nicht nur die MPU machen, das ist jetzt der neueste Situationsfall. Ich muss jetzt die MPU machen, ich muss das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich kriege meinen Schein vermutlich nicht so schnell wieder, denn ich muss jetzt die MPU machen. Rainer, du kriegst deinen Schein nie wieder. Mit dem Gedanken musst du dich anfreunden. Dein Führerschein ist für immer weg. Weil keine Chance, dass du eine MPU bestehst. Im Leben nicht. Ganz ehrlich, wenn, dann verliere ich komplett den Glauben an alles, was recht und ehrlich ist. Wenn der die MPU macht und wieder einen Lappen in die Hand gedrückt kriegt, dann bin ich raus. Dann ziehe ich irgendwo in eine Höhle im Gebirge und werde Einsiedler. Dann will ich von dieser Welt nichts mehr wissen. Ich muss einen Sehtest machen und ich muss einen Erste-Hilfe-Kurs machen. So. Der Sehtest sollte kein großes Problem sein. Da gehe ich zum Seearzt und mache... Zum Seearzt. Oh. Zum Seearzt. Hier der Glubschi-Doktor. Hm? Er fragt sich echt, warum sich die Leute über ihn lustig machen. Das schnell und dann ist es in einer halben Stunde erledigt. Die MPU allerdings geht über Wochen oder über mehrere Sitzungen. Herr Rainer, die MPU im Übrigen, soweit ich das weiß, ist auch sauteuer. Liegen da noch ein paar Ranger-Kohlen auf der Seite? Nö. Hm? Daran können sie mir auch scheitern. Im Normalfall. Man kann auch einen Tageskurs, glaube ich, machen. Das geht, glaube ich, auch. Aber das Problem ist ja immer, umso länger ich rausgehe in die Öffentlichkeit, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man mich irgendwo sieht oder irgendwo entdeckt. Und im Moment möchte ich weder meinen Aufenthaltsort noch irgendeine Umgebung davon machen. Zudem weiß ich auch nicht, ob ich... Er will seinen Aufenthaltsort und die Umgebung nicht machen. Rainer, du bist nicht Gott. Du kannst nicht Orte erschaffen. Ob ich zurück nach Deutschland. Auch weiß ich nicht, ob ich zurück nach Bayern soll und in Bayern dann um das dann im Landkreis Neustadt, wo ich ja geboren wurde, wo auch mein Führerschein mir entfernt wurde, ob ich das da machen muss. Mit dem Gesundheits... Leute, könnt ihr euch vorstellen, wie krass das Grinsen bei den Pinea-Beamten war, als der Wongel da rein gewongelt ist, mit seinem Lappen in der Hand und kleinlaut mit einem sehr kleinen Mund gesagt, ich muss hier meinen Führerschein abgeben. Wie bitte? Was haben sie gesagt? Meinen Führerschein muss ich abgeben. Ganz ehrlich, wenn ich bei der Pinea arbeiten würde, ich hätte an dem Tag mit ihm die Führerscheinübergabe. So, einen Moment, Herr Mongel. Herr Müller, holen Sie mal schnell die Kamera. Und das dann so die feierliche Übergabe so fotografiert, während beide schon den Führerschein so in der Hand haben. Mit Daumen hoch in die Kamera. Test und so weiter, oder ob ich das irgendwo in Deutschland machen kann, also auch hier, wo ich jetzt gerade bin. Jetzt kommt Rainer, tu nicht so, wie wenn du nicht im Landkreis Neustadt an der Aisch wärst. Es ist lächerlich. Es ist lächerlich. Was ja nicht so um die Ecke ist. Nee. Überhaupt nicht. Ursprünglichen Monat. Aber es ist jetzt auf jeden Fall so, was mache ich da jetzt am schlausten? Also kann ich das machen, kann ich es nicht machen? Jetzt im Moment habe ich das Problem, ich habe nicht mal mehr irgendwelche Telefonnummern, weil ich ja meine ganzen PC-Sachen und so weiter abgeben musste. Also sitze ich jetzt noch länger auf dem Trockenen. Neues Auto kaufen wäre ja kein Problem. Genug Geld habe ich.
Aber mit Geld flexen. auch die MPU selber machen wäre kein Problem, aber das Problem ist auch, die MPU geht auch über mehrere Wochen oder sogar über mehrere Monate. Dann muss man einen MPU-Vorbereitungskurs machen, auch das dauert mindestens ein halbes Jahr. Rainer, das kostet auch richtig Pulver. Das heißt, ich kriege meinen Führerschein, wenn ich Glück habe, nächstes Jahr zu meinem Geburtstag wieder. Ich möchte an der Stelle noch kurz anmerken, dass ich es eine Riesenschweinerei finde, dass man mir den Führerschein aberkennt, weil ich mich vor meiner eigenen gegen Hater verteidigt habe. Nein, Rainer, komm, halt dein Maul. Halt einfach dein ungewaschenes, räudiges Schandmaul. Haustür wäre. Das haben wir ja schon so oft durchgekaut, ne? Das ist sowieso eine Sache, das ist für mich, das ist nach all den Jahren, ist das für mich immer noch voll der Film. Das ist für mich noch immer nicht real. Ich habe 10 Jahre lang... Rainer, das liegt daran, dass du hakeldumm bist. Es geht halt einfach in dein Spatzenhirn nicht rein. Es geht in dein Spatzenhirn nicht rein, dass man dir den Lappen zwicken kann, wenn du als Gewalttäter verurteilt wirst. Dass man dir den Lappen auch zwicken kann, wenn du versuchst, Leute zu überfahren. Es geht in dein Spatzenhirn auch nicht rein, dass du nicht das Opfer bist, sondern der Täter. Und dass du dich eben nicht verteidigt hast. Denn hättest du dich verteidigt, wärst du nicht verurteilt worden. Weil das dann nämlich, Notwehr, etc. wäre. Es macht mich wahnsinnig... Da triggert meine Idiotenallergie mal da. Mich von meiner eigenen Haustür, von meinem eigenen Haus musste ich mich verteidigen, über 10 Jahre gegen hunderte von Menschen tagtäglich. Und am Ende, was ist passiert? Am Ende habe ich dann... Im Übrigen, du musstest einen Scheißdreck. Im Gegenteil, hier die Polizei hat dir mehrfach gesagt, Wongel, wenn da was ist, ruf uns an, dann kommen wir und bleib da drin und halt die greisligen, schimmligen, pilzverseuchten Füße still. Und du bist jedes Mal doch wieder rausgewongelt. Du hast gebrüllt und du hast mit Scheiße geschmissen und bist komplett eskaliert. Weil du es natürlich auch wolltest, weil du gewusst hast, gibt Content. Und Content gibt Barne. Und Barne gibt hier einen glücklichen kleinen Reini. Anzeigen ohne Ende bekommen, habe meinen Führerschein aberkannt bekommen, habe mein Haus verkaufen müssen, habe viele andere Sachen gehabt, wo ich mich immer dagegen wehren musste. Kurz gesagt, letzten Endes ist es eigentlich ein totaler Witz. Ich habe im Prinzip... Rainer, dass du noch auf freiem Fuß bist, das ist ein totaler Witz. Obwohl ich eigentlich mit YouTube voll Kohle verdiene, obwohl ich eigentlich ein richtig schönes Leben führen können müsste, jetzt nicht unbedingt irgendwie reich oder so, habe ich aber auch nie vorgehabt. Nee, natürlich nicht. Aber eigentlich, ich müsste mir ein richtig schönes Haus kaufen können, ich müsste da einen richtig schönen Garten haben können, vielleicht sogar eine erste Etage. Er glaubt wirklich, das steht ihm alles zu. Er hat das gottgegebene Recht dazu, dass er ein Haus mit einem Garten besitzt. Du hattest ein Haus und einen Garten. Du hast es verkommen lassen, dann hast du es verschleudert. Ne? Er meint, das ist sein gottgegebenes Recht, ja, weil er der große Lord Wingel ist. Nee, Rainer. Etage und einen Keller, vielleicht auch sogar einen Dachboden, mit ein oder zwei. Vielleicht noch einen Whirlpool, einen kleinen Harem. Ne? Ein Helikopterlandeplatz, ein Golfplatz, Tenniscourt. 2 großen Garagen für Autos, mit einem wunderschönen Auto, mit einer wunderschönen Frau ist natürlich dann wieder letzten Endes die Frage, ne? Ja, letzten Endes. Ein wunderschönes Auto und eine wunderschöne Frau. Ich kriege die Tür nicht zu. Ja, die kann er sich dann leisten. Er redet hier über Dinge, die er sich eigentlich leisten können müsste. Ja? Eine Frau. Könnte er sich dann leisten. Die kostet ja nicht so viel. Mit dem Internet aus Thailand eine bestellen. Alter Schwede, es ist so unglaublich utopisch widerlich, was er da von sich gibt. Mit einer Frau, mit 2, 3 Kindern. Und das alles müsste ich mir ohne Probleme leisten können. Da, leisten. Eine Frau für ihn ist kein Mensch. Eine Frau ist
ist ein Ding, eine Sache, ein Statussymbol für ihn, mit dem er flexen kann. Wenn er denn eine hätte. Ja, ist was man sich kauft. Ich hätte gern so viel Geld, damit ich eine hübsche Frau dafür bezahlen kann, dass sie mir meinen grotesk verfetteten Körper anfasst. Das ist reiner Wungel. Was die dabei empfindet und ob ihr die Kotze hochkommt, wenn sie mich nur sieht, riecht, sonst irgendwas. Ja, oder wenn ich mein räudiges, verlogenes Drecksmaul aufmache. Scheißegal, interessiert ihn alles nicht. Hier liegen Kohlen nur auf dem Tisch und das regelt. Andere YouTuber, die weniger Abonnenten haben als ich, aber nur von YouTube leben, die können sich das leisten, weil die nicht belangt werden von Leuten. Ja, weil die halt auch nicht du sind. Nicht diesen widerlichen, menschenverachtenden Schmutz ins Internet wichsen. Aber für mich ist das absolut nicht real. Für mich ist... Rainer, mach die Augen zu. Mach die Augen zu, dann siehst, was dir gehört. Ja? Du verdienst gar nichts. Ja? Du hast ein Recht auf nichts. Ja? Geh Hartz IV beantragen, sogar das jetzt eigentlich nicht verdient. Ja, aber das würdest du dann trotzdem kriegen, wahrscheinlich mit permanent dauernd irgendwelche Abzüge, weil du hundertprozentig nicht zu irgendwelchen Bewerbungsgeschichten gehst oder die Maßnahmen nicht machst, die sie dir da draufklotzen. Geh zum Jobcenter, beantrage Hartz IV, lösch deinen Kanal und lass die Welt mit deiner scheiß Existenz in Frieden. Mein ganzes Leben ist eine einzige Katastrophe. Ich kann nichts machen, was andere YouTuber oder andere Streamer machen können. Ich kann nichts machen. Weil du kein richtiger YouTuber bist, Rainer. Weil du kein richtiger YouTuber bist. Was normale Menschen machen können. Um es kurz zusammenzufassen, ich könnte es mir leisten, aber ich kann es nicht umsetzen, weil ich immer Beuschk von Hatern hätte. Das ist auch wieder utopisch. Es ist auch wieder. Das fügt er jetzt da ein, so im Grunde so. Im Übrigen, das hat sich jetzt vielleicht so angehört, als wäre ich nicht hier der YouTube-Krösus. Der bin ich. Ich bin reich, 8.000 Euro, große dreistellige Zahl. Nee, Rainer, die Kohlen gehen dir auch zum Teufel. Die Kohlen gehen dir auch zum Teufel, weil jetzt, wo du den Kanal umstrukturiert hast, diese Mitglieder, die du dadurch verloren hast, die sind unwiederbringlich weg. Und du kriegst da richtig Probleme, weil die ganze Mitgliederkohle findet nicht mehr statt. Ach, er macht diesen Text. Macht sich die Mühe, die Scheiße dann da reinzuschneiden. Macht sich aber nicht die Mühe, ja, den Mist vorher nochmal durchzulesen. Das kann man sich nicht ausdenken. Ja? Da steht dann was mal Besuch hätte heißen sollen. Was man im Übrigen groß schreibt, Rainer, genauso wie Hater. Ein Punkt am Ende von dem Satz. Ja? Ein Komma. Und das einfach nur, weil irgendwelche Spinner im Internet meinen, gerechtfertigt zu sein, wenn sie mich angreifen oder verletzen oder meine Mitmenschen oder meine Mitleute verletzen. Ich meine... Mitleute. Ich bin dafür, dass sich das durchsetzt. Das soll offiziell in den deutschen Sprachgebrauch aufgenommen werden. Mitleute. Ja, also ich bin ja ein großer Menschenfreund. Ich kümmere mich um meine Mitleute. Ich möchte jetzt an der Stelle kurz anmerken, man hat jetzt in den letzten Monaten gesehen, wie krank diese Menschen sind. Nein, in den letzten Monaten hat man auch angesehen, wie krank du bist. Wenn man sich hier deinen Pimmelblock durchgelesen hat, hat man vor allem gesehen, wie krank du bist. Was für asozial bösartige Menschen die Hater eigentlich wirklich sind. Denn mal abgesehen... Er ist richtig matt. Der ist richtig matt, weil er richtig merkt, wie ihm die Fälle davon schwimmen. Diese Mitglieder-Scheiße, die er da gemacht hat,
kostet den richtig Geld. Jetzt ist ein Strike drauf auf dem Kanal. Das kostet ihn nochmal mehr Geld. Von der Ranger-Kohle wird nicht mehr allzu viel übrig sein. Auch wenn er sagt, das können wir alles easy leisten, Herr Zettler. Glaube ich nicht. Der ist auf 180 innerlich. Weil ihm die Kohlen ausgehen. Von mir, den sie angegriffen haben, haben die sämtliche Hotels, sämtliche In der Hotel belästigt, haben wir Pizza hinbestellt. Pizzerien, sämtliche, teilweise, ich glaube sogar irgendwelche psychiatrischen Anstalten, obwohl ich da nie war, weil die Hater immer noch in ihrem Kopf haben, dass ich psychisch krank und psychisch instabil bin, obwohl Das gibt's auf Papier, schwarz und weiß, dass du psychisch krank und instabil bist. es nicht stimmt, nachweislich nicht stimmt, und ich auch ein Gutachten dafür habe, ja. Also, ich habe auf meinem Hauptaccount vor kurzem ein Video gemacht, wo ich gesagt habe, was mein IQ ist. Nein. Du hast gesagt, du weißt, was dein IQ ist. Wo ich allerdings nicht erwähnt habe, wie hoch der IQ selber ist. Richtig. Also mein IQ liegt nachweislich bei 85. Ich habe kein IQ im IQ. Ist es viel? Warte mal, gucken wir nach. Das haben wir doch gleich. Eine Sekunde. Ich pausiere. Ja, da sind wir wieder. Ihr habt es gar nicht gemerkt, dass ich weg war, richtig? Magie! Ist das wirklich geil. Bei Google, wenn du eingibst IQ, Leerzeichen, schlägt es dir schon vor, was bedeutet ein IQ von 85. Seitdem wir das Video gestern rausgebimmelt hat, haben wahrscheinlich hunderttausende Leute nachgegoogelt, so wie ich. Also offensichtlich ist eine durchschnittliche Intelligenz zwischen 85 an der Untergrenze und 115 auf der Obergrenze. Die 85 wissen wir alles, dass gelogen ist. Das hat er selber gegoogelt. Ne? Oder es steht in seinem Gutachten drin, ja, dass er eine Intelligenzminderung hat. Das ist ihm ja auch bescheinigt worden. Soweit ich weiß, stand im einen Gutachten stand drin, Intelligenz gemindert und Impuls gestört. Und das heißt, dass er da auch festgestellt wurde, dass der IQ unter 85 sein muss. Also die 85 gebe ich ihm nicht, auch wenn das, sagen wir mal, die untere Grenze von in Anführungsstrichen normal ist. Gebe ich ihm, wissen wir alle, dass der Hageldaum ist. Allerdings wurde dazu auch gesagt, dass ich halt aufgrund meiner Lernschwäche dementsprechend Probleme habe. Also ist es nachvollziehbar, dass mein IQ in der Hinsicht im Keller ist. Aber es wurde auch gesagt, dass ich in anderen Bereichen besonders gut abgeschnitten habe. Und das war nur ein Im Scheiße labern zum Beispiel. Bullshit, Rainer. Ist das genauso, wie du uns vorgelogen hast, dass du sagst, ja, in Mathe und so war ich, und in Deutsch war ich jetzt schlecht in der Schule, aber in Physik war ich richtig gut. 3-. Hm? kleiner IQ-Test, das war gar kein großer. Das heißt im Klartext, mein IQ ist zwar eigentlich offiziell unterm Durchschnitt, aber aufgrund meiner Gegebenheiten wie meiner Legasthenie, meinem ATS, was auf das Ganze zurückzuführen ist es auch so, dass man mein IQ, den kann man gar nicht. Rainer ist so ein besonderer kleiner Mensch. Seinen IQ kann man gar nicht messen. Er ist psychologisch nicht erfassbar. Wenn die ihm sagen, Rainer Winkler, Sie sind unterdurchschnittlich intelligent, ja, also leicht geistig behindert, dann rendert er sich da irgendwas zusammen, damit es nicht so ist. Rainer, finde dich damit ab. Ist ja auch gar nicht schlimm. so nicht hundertprozentig bewerten kann. Also, IQ-Tests sind sowieso immer so eine Sache. Wir haben einen IQ-Test gemacht und der sagt, dass ich 85 habe und das ist Durchschnitt und das ist normal. Und eigentlich sind IQ-Tests ja auch so eine Sache und eigentlich kann man das gar nicht so bewerten und haltet euer Maul. Ach, Rainer. Und 85 ist gelogen, Rainer, ist gelogen. Ja, dieses Gesichtskirmes, der Lügenblick,
mit einem das muss man sich übrigens mal auf der Zunge so gehen lassen. Ich möchte das hier an dieser Stelle noch anmerken. Dieses Gestottere, diese unnötigen Satzphrasen. Ja. Die Hater werden wieder anmerken, mit 85 ist ja kein Wunder, dass er so ein Idiot ist. Ich würde... Nee, die Hater sagen 85 ist zu hoch. Zu hoch angesetzt, ist gelogen, Rainer. Du hast keine 85er IQ. Deutlich drunter, deutlich. Ich würde anmerken, mit einem IQ von 85 habe ich mehr erreicht als die meisten Hater. Weil ich bin nämlich nicht der hergeht... Er wollte gerade derjenige sagen. Doch Rainer, du bist derjenige. Du bist derjenige und erreicht hast du einen Scheißdreck. Du hast erreicht, dass du eine der meistgehasstesten Personen Deutschlands bist. Das hast du erreicht. Und andere Leute angreift und dafür im Internet gefeiert wird. Ich habe es nicht nötig, irgendwas zu machen, um mich feiern zu lassen. Habe ich nie nötig gehabt. Ich mache mein eigenes Ding, schon immer. Und ich habe ja damit... Rainer, du hast noch nie dein eigenes Ding gemacht. Ich meine, was ich hier mache, ist natürlich auch abgekupfert von allen Leuten, die Scheiße vor mir gemacht haben. Ja, da gibt's tausende Leute und gibt's auch tausende Leute, die es besser gemacht haben und auch immer noch machen. Sind wir ehrlich, ja. Ich weiß nicht, wer der Erste war, der reine Reaction-Videos gemacht hat, aber wir haben das alle im Endeffekt so uns gedacht, hey, das ist cool, das mache ich auch. Ja? Aber Rainers komplettes Kanalkonzept, alles, was der jemals gemacht hat, war geklaut. War so dreist geklaut bei anderen Leuten. Und jetzt setzt er sich dahin und sagt, ich mache mein eigenes Ding. Ja, ich habe noch nie irgendwie jemand anderen, da ist alles nur aus meiner Genialität entsprungen, was ich da gemacht habe. Kannst nicht ausdenken. IQ von 85 mehr Abonnenten als 100 Hater-Kanäle mit einem IQ von durchschnittlich, sagen wir mal, 90 bis 100? Ich weiß nicht, was ist denn der durchschnittliche IQ? 95, 90? Ja, wenn Normalbereich zwischen 85 und 115 ist, dann ist der Durchschnitt bei 100, oder? Das ist jetzt so schwer nicht auszurechnen. Die Mitte davon. Ich bin ja auch nur leicht unterm Durchschnitt, hat's geheißen, glaube ich. Nee, Rainer, du bist saftig unterm Durchschnitt. Du bist saftig unterm Durchschnitt, weil du keine 85 hast. Ich weiß nicht, was der Standard-IQ ist. Das kann ich eigentlich mal schnell googeln, wartet mal. Ja, ich mache da Pause, wenn ich so eine Scheiße google. Auch wenn es bei mir nur 30 Sekunden gedauert hat. Er nicht. Muss alles drin bleiben. Gibt's Runtime. So, mal sehen. Standard-IQ. Deutscher Zertifikat-IQ-Test. Ne, den Test wollte ich nicht machen. Der lügt nur sonst auch wieder. Ah, hier, Shopman. Deutschland ist nicht mehr auf dem ersten Platz. Deutschland ist auf dem Platz 5. Rainer, darum geht's doch jetzt gerade gar nicht. Du wolltest schauen, was der durchschnittliche IQ ist. 15 mit einem IQ von 100. Also ich bin nicht leicht drunter, ich bin schon ein ganzes Stück drunter. Aber trotzdem. Ne? Also wenn man mal davon ausgeht, dass der Standarddeutsche einen IQ von 100 hat und man darüber nachdenkt, dass ich als Legastheniker Selber diagnostizierter Legastheniker? Mit meinem YouTube-Kanal mehr Abonnenten und mehr Reichweite generiert habe. Wie er sich auf diesen YouTube-Kanal fixiert. Er keult sich auf seine Reichweite. Also auf der einen Seite lügt er immer so, ja nee, Reichweite und sowas, das ist alles gar nicht so wichtig. Ja, dann liegt er eigentlich gar nicht so viel Wert drauf. Und auf der anderen Seite so, ich habe mehr Abonnenten und Reichweite, wir alle zusammen. Dann ist das schon heftig. Ja, richtig so. Heftig, Rainer. Und jetzt müsst ihr mal drüber nachdenken. Jetzt müsst ihr mal drüber nachdenken, was mir die Leute immer an den Kopf werfen. Dass ich so dumm bin und so weiter. Ja, von meinem IQ-Test her bin ich es vielleicht. Ja, du bist auch ohne IQ-Test, weiß man, dass du hageldumm bist. Aber sozial gesehen bist du komplett inkompetent. Also vom IQ her bist du stark unterdurchschnittlich und hageldumm und Social Skills bist du absolut unterirdisch. Also, soziale Inkompetenz hat einen Namen. Rainer Wongel. bin ich deutlich höher als die Hater.
Weil allein, ich habe es heute jemandem geschrieben. Heute hat mir jemand auf WhatsApp eine Nachricht geschrieben, Oger. Da habe ich geschrieben, ja, lieber ein menschenfressender Dämon als ein Mensch, der andere Menschen frisst. Denk mal drüber nach. So, damit war jetzt nicht gemeint, dass er ein Kannibale ist oder sowas, ne? Sondern Der labert eine Scheiße. Cringe Lord as fuck. Und will damit beweisen, dass er nicht hageldumm ist. Er labert hageldumme Scheiße und will uns damit beweisen, wie klug er ist. damit war gemeint, dass sich die Menschen, die Gesellschaft untereinander gegenseitig auffrisst. Wenn man zum Beispiel mal Excel nimmt, ja? Hey, dann lass doch jetzt den Excel mal in Ruhe. Die Scheiße, er hat dann immer so ein Lieblingsziel, auf das er sich dann einschießt. Gerade ist es wieder Excel. Excel war es ja auch vor ein paar Jahren schon mal. Gerade ist es Excel, dann ist es irgendwann ist es wieder Tanzverbot, dann ist es wieder Unge, dann ist es wieder Alblabli. Nicht Excel, Entschuldigung, Tanzverbot. Tanzverbot Sag ich's. hat seinen YouTube-Kanal, ich weiß, jetzt muss es wieder, werde ich wieder angemault, aber Tanzverbot, und das ist Fakt, das kann man nicht leugnen. Tanzverbot hat seinen YouTube-Kanal dadurch aufgebaut, dass er auf anderen Leuten herumgehackt hat oder auf andere Leute Rage gegangen ist. So. Und damit hat er natürlich extrem ins Schwarze getroffen, weil viele Leute einfach das feiern. Kurz gesagt, er hat... Ich habe keine Ahnung, was Tanzverbot gemacht oder nicht gemacht hat. Aber irgendwas hat er richtig gemacht, was du falsch gemacht hast, Rainer. Dafür gesorgt, dass Menschen Menschen fressen. Ne? Im übertragenen, also nicht im wörtlichen Sinne, sondern im übertragenen Sinne. So. Ja, genau. Das musst du dazu sagen, weil er auch irgendjemand glauben könnte, dass Tanzverbot Leute zum Kannibalismus angestiftet hat. Hörst du dir eigentlich zu, wenn du redest? Bitte. Bitte. Die Menschen hassen und Dich. lieben es zu hassen. Und ja, wenn man jetzt mal meinen Content anschaut, ja, ich reg mich ständig über diese Leute auf, aber mir wird vorgeworfen, dass ich provoziere. Wo genau provoziere ich? Rainer, du weißt, du provozierst. Du sagst auch immer, dass du provozierst. Du provozierst jetzt gerade, weil du fragst, wo du provozierst. Weil ich meine Meinung äußere? Ich wusste nicht, dass meine Meinungsäußerung verboten ist. Meinung sagen, Leben. Alter, ich kann die Scheiße nicht mehr hören. Das ist so eine Sache, die ich nie ganz nachvollziehen konnte. Vielleicht liegt es ja an meinem geringen IQ. Da habe ich eine perfekte Entschuldigung. Das liegt an meinem geringen IQ. Ja, Ausreden sammeln ist immer gut. Aber denkt mal drüber nach. Was genau habe ich denn je gemacht, was das verdient? Alter, wenn ich jetzt damit anfange, das aufzuzählen, dann sitzen wir morgen noch hier. Ich habe irgendwelche Aussagen im Internet getroffen. Ja, Wahnsinn. Entweder waren sie sarkastisch oder sie waren einfach nur dumm. Alter, die alte Leier wieder. Ja, sie waren dumm und ne, Sarkasmus, bla bla. Alles nicht ernst gemeint, Späßle gerissen. Halt dein Maul. Halt einfach dein räudiges Lügenmaul. Dafür habe ich mich eine Milliarde Mal entschuldigt. Nein, hast du nicht. Und ich entschuldige mich immer wieder dafür. Jeder Mensch auf der Welt, jeder Mensch macht Fehler. Da bin ich keine Ausnahme, genauso wenig wie ihr eine Ausnahme seid. Jeder Mensch auf der Welt macht Fehler. Aber es muss doch nicht sein, dass man dann die ganze Zeit auf Leuten rumhackt, nur weil einem irgendwas... Das ist auch wieder dieses Rumhacken. Das ist ein Wort, das kann ich von einem Vorschüler erwarten. Ja? Die anderen Kinder sind so gemein zu mir. Die hacken die ganze Zeit auf mir rum. Was nicht passt. Das funktioniert doch so nicht. So kann man das doch nicht machen. Ja, doch, das kann man schon so machen. Rainer, siehst ja, wie es geht. Das werde ich nie verstehen, wie man so sein Leben aufbauen kann. Und ich habe mein Leben, ursprünglich hatte ich meinen Kanal-Content mal auf die letzten Jahre verfolgt. Ich habe angefangen mit Headbang-Videos, habe dann über verschiedene Unterhaltungsvideos, Ja, Headbang-Videos waren peinlich. Comedy-Videos, Die Comedy-Videos waren nicht lustig, die Unterhaltungsvideos waren cringe. Blödsinn-Videos und Schauspielvideos. Ja, Schauspielvideos, Alter. Wenn du jetzt hier 4 Drachen und ein Mädel als Schauspiel
bezeichnest, schwierig. Also, was heißt Schauspielvideos, ne? Ich meine, sowas wie Kunst für den Idioten und so weiter oder auch 400 Metal. Das ging ja eher in die Richtung schauspielerische Kunst, wobei. Das ging in die Richtung hageldummer Scheiß. Und ja, er hat sich da noch Mühe gegeben, aber es war halt trotzdem Scheiße. Kunst in meinem Fall wahrscheinlich eher ein subjektiver Begriff ist. Aber was ich damit meine ist, es ist Schwachsinn. Richtig, Rainer. Alles, was du gemacht hast, ist Schwachsinn. Es ist Schwachsinn, wie das wieder mal dargestellt wird und so weiter. Ich bin schuld daran, dass die Hater das und das machen. Ich bin nicht der Jetzt wollte er schon wieder derjenige sagen und hat es gerade noch runtergeschluckt. Die Hater dazu zwingt, in irgendwelchen Hotels anzurufen und die so lange zu belästigen, bis die jemanden rausschmeißen, der bei ihnen zufällig zu Gast ist. Wir sind nicht diejenigen, die dich dazu zwingen, hier so eine Scheiße ins Internet zu pimmeln. Wir sind auch nicht diejenigen, die dich dazu gezwungen haben, dein scheiß Haus zu verkaufen oder das verkommen zu lassen oder deine MPU nicht zu machen oder Leuten aufs Maul zu hauen oder einen Polizisten zu beleidigen, mit Äxten nach Leuten zu werfen, ungefragt Pimmelbilder und Wix-Videos an Gott und die Welt zu verschicken. Dazu hat dich auch niemand gezwungen. Wir zwingen dich auch nicht, deinen Kanal weiter zu betreiben. Jeder von uns wäre heilfroh, wenn du ihn löschen würdest. Ich bin nicht der bei irgendwelchen Firmen anruft und hunderte von Pizzen irgendwo hin bestellt, wo ich jemanden vermute, weil damit schade ich dem Unternehmen und vielleicht auch noch dem Hotel und vielleicht auch noch einem Lieferservice, der vielleicht noch unabhängig davon ist. Ja, in den letzten Jahren oder in den letzten Monaten hat man es gesehen. Ich bin in einem Hotel, die Leute finden durch Zufall raus, wo ich bin und dann stehen da Leute, 20, 30, 40 Leute. Durch Zufall raus, wo du bist, ja, das ist halt, ganz ehrlich, wenn du deinen scheiß Ranger halt vorne an der Straße parkst, wo Tausende von Autos vorbeifahren, ja, dann ist dir halt leider auch nicht mehr zu helfen. Leute rufen da alle 5 Sekunden an und gehen dann da voll ab und schreien da rum und keine Ahnung. Und dann haben wir die Leute, die dann da ständig Pizzas hinbestellen. Oder in einem Hotel, im Excelsior Hotel in Nürnberg zum Beispiel war es so, da haben die dann hunderte von Excelsior Hotel, hast du jetzt inzwischen eine Rechnung gekriegt? Ha? Jackie Bärchen mäßig? Zimmern gebucht. Oder auch in Werne war es genauso. Da wurden hunderte von Zimmern gebucht, wurde aber letzten Endes natürlich ist das alles daneben gegangen, weil die einfach nicht gebucht wurden. Da wurden Zimmer gebucht, aber es ist daneben gegangen, weil die nicht gebucht wurden. Alter, schaut ihn euch an. Ich glaube, er ist auch schon wieder ein bisschen fetter geworden. Also weil die nicht benutzt wurden. Und ich weiß nicht, es war halt die ganze Zeit so, ne? Egal was man gesagt hat, egal was man gemacht hat, egal wo man hin ist, völlig egal. Völlig irrelevant. Weil letzten Endes ist es jedes Mal dasselbe Käse gewesen. Oder zum Beispiel immer dasselbe Ofenkäse hier. Beispiel, das Unternehmen, was mein Auto in Werne abgeschleppt hat, weil es ja nicht mehr funktioniert hat, beziehungsweise funktioniert hat es, aber das Auto wurde abgeschleppt. Weil du nicht mehr damit fahren durftest, weil sie den Lappen zwickt haben. In Werne, weil es vom Parkplatz weg sollte. Und mich hat es fast 800 Euro gekostet. Rainer, auch da dran, ich feiere das. Das sind 800 Euro, die du wieder im Klo runtergespült hast. Top. 3 Daumen hoch. Ist eine Sache, die hundertprozentig deiner Verantwortung unterlegen hat. Du hast dein Auto auf einem Privatgrundstück geparkt, ja, weil als solches auch ja der Parkplatz gehört dem
Besitzer des Hotels, und hast es da geparkt, wohl wissend, dass du, weil sie den Lappen zwicken, die Karre da nicht mehr wegfahren kannst. Und hast gedacht, ja, dann kann ich sie nicht wegfahren, dann steht er da halt. Bei fremden Leuten. Auf dem Gelände. Aber da steht er halt sicher, weil er Privatgelände und dann eigentlich niemand drauf darf. Ja? Ohne Erlaubnis. Jackpot. Ja? Haben die Hater wieder vorgeführt. Du hast genau gewusst, du kannst den Karren da nicht mehr wegfahren. Weil du keinen Lappen mehr hast. Und dann kommt der Hotelbesitzer und sagt, hier, Wongel, die Karre verschwindet hier. Wie, ist mir scheißegal. Aber heute Abend ist die Karre weg. Und dann hast du ihn abschleppen lassen müssen und 800 Euro dafür gelöhnt. Und es ist zu 100%, da können die Hater gar nichts dafür. Aber überhaupt nicht. Ja, das musste ich ja selber zahlen, hat ja keiner sonst gezahlt. Aber das Unternehmen... Wer hätte es denn auch zahlen sollen? Wer? Hätte die Regierung wieder handeln müssen? Alarm, Alarm. Der Herr Wongel. Dem muss Auto abgeschleppt werden. Herr Finanzminister Christian Lindner, Sie müssen jetzt mal Ihre Hochzeitspläne kurz unterbrechen und sich um die wichtigen Probleme in Deutschland kümmern. Digga. Das Unternehmen selbst hat einen noch größeren Schaden gehabt. Wer den größten Schaden hat, das bist du. Weil die ganzen Hater da versucht haben anzurufen und Scheiße zu bauen und mit dem Auto und kein... Obwohl dem Lindner, dem würde ich so einem Rainer schon auch mal gerne an den Hals wünschen. Ah, das wäre schön. Rainer, melde dich doch mal bei Christian Lindner. Der hilft dir. Ganz bestimmt. Wie geil wäre das gewesen, wenn Rainer auf Sylt bei der Lindner Hochzeit aufgeschlagen wäre. Ich will meinen Lappen wieder und Kohlen und ein Haus und eine Frau bitte jetzt, Adler. Machen Sie mal Ihren verdammten Job. Schön, hätten die Scharfschützen erschossen. Keine Ahnung und ich weiß nicht, was noch alles. Nichts. Nichts. Es ist einfach total daneben gewesen. Die Leute haben so einen Scheiß verzapft und so einen Scheiß gebaut, dass die Scheiße bauen, ne? Da riesiges Problem entstanden ist. Es ist für das Hotel ein Problem entstanden. Ja, und für andere, bla bla bla, interessiert dich alles nicht. Es interessiert dir nur die Probleme, die dafür für den heiligen Wongel entstanden sind. Die interessieren dich. Es ist für den Abschleppdienst ein Problem entstanden. Ich habe 800 Euro zum Fenster rausgeworfen wegen der ganzen Aktion. Rainer, du hast schon viel mehr Geld zum Fenster rausgeschmissen für anderen idiotischen Bullshit. Wann hast du eigentlich das letzte Mal deine 1200 Euro VR-Brille benutzt? Na? Rainer? Wann hast du die das letzte Mal benutzt? Und nicht um Pornos zu schauen. Ja. Und weiter? Das ist halt genau das, was ich meine. Ne? Jetzt lachen sich die Hater bitte über das Wort und weiter. Nee, nicht unbedingt. Ja, das ist zum Beispiel auch so eine Sache, die ich nicht nachvollziehen kann. Weil ich sage und weiter, dann lachen sich die Hater den Arsch über diesen Satz ab. Ja, weil es keinen Sinn macht, Rainer. Du beschwerst dich über eine Situation und danach sagst du, ja, und weiter? Das ist, wenn du dich über eine Situation beschwerst bei jemand anderem, einer weiteren Person, und diese Person gibt keinen Fick darum, was du da laberst, dann würde diese Person sagen, ja und weiter? Dass du das hinten dran hängst an deinen eigenen Rant, ist halt dumm. Darüber machen sich die Leute lustig. Weil du die Grundprinzipien der deutschen Sprache noch nicht verstanden hast. Und dann lachen sie über mich mit einem IQ von 85, wo ich mich frage, mit einem IQ von 85, man muss es nochmal erwähnen, mein IQ mit 85. Ja, ist 3-mal gelogen gewesen jetzt. Danke, Rainer. Ich frage mich, was ist daran witzig? Okay, gut, vielleicht verstehe ich es nicht, weil ich eben ein IQ von 85 habe. Rainer, du kannst es so oft sagen, wie du willst, dadurch wird es nicht wahr. Du hast einen IQ von deutlich unter 85, du hast eine Intelligenzminderung attestiert bekommen. Das wissen wir. Ja? Fakt ist, ja?
Das heißt, dein IQ ist unter 85. Ich sag's nochmal, unter 85. Und jetzt? Aber, sorry, den Witz versteht nicht mal jemand mit einem IQ von 100. Zumindest. Rainer, woher willst du denn wissen, was jemand mit einem IQ von 100 versteht? Rainer, du bist an der Amöbe intelligenzmäßig näher dran als ein Durchschnittsmensch mit 100 IQ. Du bist näher in Richtung Einzeller als an einem Durchschnittsmenschen mit 100 IQ. Das kenne ich niemanden mit einem solchen IQ, der das versteht. Also ich kenne jemanden mit solchen IQs, aber nicht jemanden, der das versteht, der so einen IQ hat. Ich habe sogar einen Kumpel, der hat einen höheren IQ. Ja, jetzt kommt der scheiß Schweizer Taschengumbel. Ich habe einen Gumbel, der ist hochbegabt, Etzertler. Ja, IQ von 350. Ja? Der Kopf, der ist so groß wie ein scheiß Medizinball. Halt deinen Maul, Rainer. IQ, das weiß ich. Der hat 100... Was hatte der? 125, glaube ich. Genau, Rainer. Hier bei dir abends im Gentleman Club, wo sich die Hochbegabten treffen, halt einfach dein Maul. Nee, Blödsinn. War ein Scherz. Nee, auf jeden Fall. Du hast einfach selber gemerkt, dass du dich wieder in irgendeiner Lüge verrannt hast und er gedacht, nee, ich weiß jetzt nicht, wo ich hin will. Ich hab einfach angefangen, die Lüge zu erzählen, da war das Maul wieder schneller als das Spatzenhirn. Und dann hast du irgendwie gemerkt, nee, da komme ich nirgendwo hin, brech mal ab. Das versteht niemand normalerweise. Die Mehrheit der Menschen, die ich kenne, die verstehen das nicht. Und das sind Leute dabei, die mit mir in der Schule waren, das sind Leute, die bei einem Gymnasium und in der Realschule, die verstehen das alle. Ja, Rainer, halt dein Maul. Nicht. Na gut, egal. Mal kurz anders hinsetzen. Also, kommen wir zum eigentlichen Problem. Rainer, wir sind hier bei Minute 22 von 24 und jetzt kommen wir zum eigentlichen Problem. Schön, Rainer. Wie mache ich meinen Vlog in Zukunft? Also heute habe ich Gar nicht am besten. ziemlich viel zu erzählen gehabt, aber das ist halt auch nicht immer der Fall. Die Vlogs werden im Normalfall so ablaufen, dass ich ein bisschen mich hinsetze und durch meinen Tagesablauf erzähle. Heute zum Beispiel habe ich Folgendes gemacht. Ich bin um 8 Uhr morgens ins Bett, ungefähr, 8 Uhr, 8:30 Uhr. Und dann bin ich aufgestanden um 15, 16 Uhr. Dann habe ich was gegessen. Erinnert ihr euch noch an Rainer, der gesagt hat, da saß er im Ranger und hat gesagt, das ist so toll. Seitdem ich aus der Schanze raus bin, ist so toll. Ich habe jetzt endlich einen geregelten Tagesablauf und ich gehe früh ins Bett und stehe früh auf und habe viel mehr Energie. Und das konnte ich früher nicht, weil er immer Idioten vor der Tür waren. Und ja, er dattelt bis um 8 Uhr in der Früh. Dann legt er sich hin, dann steht er am Nachmittag auf und dann schmeißt er hier die Mühle an und labert so einen Stuss. Dann habe ich mich hingesetzt und habe an einem Videoprojekt für meinen Gaming-Kanal gearbeitet. Link in der Beschreibung, wenn ich dran denke. Aber das Videoprojekt ist noch nicht online. Das kommt auch erst die Tage. Heute, ich schaue, ob ich es aber auch noch heute raushau oder morgen dann. Wollen wir wetten, dass es nicht kommt? Und wenn es kommt, ist grottig und scheiße. Dann ist vielleicht auch noch der Link mit drinnen. Und genau, das ist dann erstmal soweit die ganze Geschichte. Mehr habe ich nicht gemacht. Jetzt sitze ich hier und nehme auf seit 22, fast 23 Minuten und zwar genau jetzt. Arbeiten, aufnehmen und so weiter und so fort. Arbeiten, Alter. Dass er sich erdreistet, dieses Wort überhaupt in den Mund zu nehmen. Ich bin um 7:30 ins Bett gegangen, dann habe ich gepennt bis zum späten Nachmittag, dann habe ich gewichst und gedattelt und jetzt laber ich seit 20 Minuten Scheiße in die Kamera. Und das war's dann eigentlich für heute. Mehr habe ich dann heute nicht mehr zu machen. Was ich auf jeden Fall morgen machen werde, ist das gleiche. Aber ja, was morgen genau das gleiche wie heute und zwar nix. Das werde ich euch dann morgen erzählen im Vlog. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Haut rein. Übrigens, heute ist der 3.8.2022.
Und ich hatte gestern Geburtstag. Ich bin gestern Oida, der ist 33 Jahre alt und benutzt das Wort Geburtstag. Ruhig. Alter, ich krieg mich. 33 geworden. Das wollte ich hier an der Stelle kurz erwähnen, weil die Leute immer meinen, ich habe am 15.10., das stimmt aber nicht, ich habe am 2.8. Weil niemand meint, dass du am 15.10. hast. Kein Mensch glaubt, dass du am 15.10. hast. Wir wissen alle, dass du am 2.8. hast. Wir verarschen dich nur mit dem 15.10. immer. Immer gehabt. Danke fürs Zuschauen, bis dahin und euer 33-Jähriger mit einem IQ 85. 33-Jähriger mit einem IQ von wahrscheinlich um die 65, würde ich eher so schätzen, der auf dem geistigen Niveau von einem 2-Jährigen hängen geblieben ist. Geburtstag. Kriegt die Tür nicht mehr zu. Der Drachenlord meldet sich ab. Tschö, tschö. Tschö, du mich auch. Leute, das war schwer. 1 Stunde 10 Minuten habe ich jetzt hier diese Scheiße am Laufen. Bin ja gespannt. Jetzt kommt wieder hier regelmäßig, jeden Tag lädt er jetzt wieder was auf dem Vlog-Kanal hoch. Und nicht, weil sie den anderen Kanal irgendwie gestrikt haben. Nee. Aus freien Stücken, weil er hier Qualitätscontent liefern. Hältst du nicht aus. Naja. In diesem Sinne. Tut nicht, was Rainer tut. Und Medal off.